Hij is niet der, wat einmal putzt der erste ist zum Reden. Aber dort wat hij deed, dat heeft een Anfang en een eind. Und hij wat Anfang, dat viert hij durch. Und hij is ein Sehen en Ansemer. En stout hij, dann wieder eine Person, die jetzt nicht viel von unserer Armjugend, jetzt ein bisschen wieder war, die sagt zu mir, die aus nicht leben, jemanden, die wirklich gesehen sind, dass die hier so sehr viele Menschen haben, die so begabt sind und die so treuherzig Gott dienen und die ganz handgreiflich sind, sich selbst opfern, für nach stundenlang dienen, während sie ganz müde sind. Und ich kann das nicht sagen, als die beste Reich. Das ist wirklich ein Segen für uns, als ganze Kirche. Und Andreas ist ein von denen, was ein Segen ist in unserem Meer. Und von Streiterie kann er nicht seine Freude hat sit. Ich spuck's bloß. No, er ist wirklich eine Person, die Frieden bringt und was wirklich ein Segen ist in unserem Meer. Und wir sind sehr froh, dass wir Andreas und Irina in unserem Meer haben. Und ich freue mich, dass ich von der Wut bringen was und ich will noch für die beten. Dankeschön, Herr, dass du gut bist. Dankeschön, dass du von dir zu uns reden warst, durch Andreas sein Leben. Dankeschön, Herr Jesus, dass du mit am bist, dass du mit am wirst, während er sich für die Botschaft freut mir. Und Dankeschön, dass du nie was mit am sein, während er reden wird. Und Herr, will er in diese Stunde an dir hängen. Und Herr, rede du zu uns. Dankeschön, dass Andreas sich brücken lässt. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön. Jo, jetzt ist Andreas Worms. Ich will gerade einfach noch vertellen, von wo ich komme. In Bolivien, in Villanueva. Jo, jetzt sieht nicht gewarnt, hier boven zu stehen. Aber ich freue mich, hier boven zu stehen. Ich freue mich, das Thema nu zu Jun zu bringen. Und ich will mit Jun darüber reden, wer bist du? Bist du ein Sünder oder bist du ein Heiliger? Weg mal even nu. Lukas 5, Vers 8, da steht geschrieben, wo Simon Petrus nur Jesus sagt, ha, gu von mir weich, ich sie ein sündiger Mensch. Simon hat erkannt, heu ist ein Sünder und heu brückt Jesus. Nicht er ist gnädig, zum im Himmel zu kommen, er ist richtig, aber der Frau erst bliebst du durch tun. Oder erkannst du das vollkommene Werk am Kreuz von Jesus an und wollt, dass du heilig bist und dir reicht. In Römer 3, Vers 23 steht, alle Mann habt gesündigt und kommt daran zu kurz, was heu bei Gott sein soll. So, hier steht weiter, dass wir alle gesündigt haben. Das ist klar. Ich will nicht anders sein. Aber wir können lesen, dass wir für was anderes bestimmt sind. Hier steht, was heu bei Gott sein soll. Wir sollen eigentlich für was anderes sind wie du. Für was anderes bestimmt, für was anderes berühmt. 1. Petrus 2, Vers 24 steht. Ach so. Jesus selbst nahm unsere Sünden ab seinen einen Körper mit auf dem Kreuz ab. Dort wir für die Sünd tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Wie es durch seine Wunden sind, wie geheilt worden. Wir sind dafür durch in der Gerechtigkeit zu leben. Dort hat heu uns bestimmt. Du wirst heu am Kreuz gestorben, für die. Für mich. Und die Frage ist, welche Identität oder welche Identität nimmst du für die an? Oder Peter sagt, welche glaubst du auf Gott die gibt? Bist du der Sünder, der Ohrmatje, der Christus nicht an? Oder bist du der Heilige? Und ich wollte, das hier nicht so, für uns, besonders für uns Mennoniten, hier ist nicht so viel an, wenn wir uns nennen, so die Heilige. Ich glaube, was bei uns wirklich ein Trouble ist, dass wir bei uns Mennoniten, wo wir immer mehr so, so wie ich verstehe, haben auch eine Kolonie, so ja, wie wir mehr Duli direkt, Rofe sagt, du bist nicht. Ich schließe anyways nicht haben. Das sind Zeichnisse von den Menschen, wenn ich mir einmal weiter vertale, wenn ich aus der Kolonie rüberkomme. Aber wer nennt Gott die? Wer nennt heute die?
Paulus nannte gläubige Menschen Heilige. Das können wir lesen in der Bibel. Heute schrift, nur der Römer, nur der Korinther, wann heute schreiben deed, het schrieb jünd, hij meint de church, de gläubige Menschen, het schrieb jünd je Heilige. So, ich glaube, Paulus wollte so Gott, wie heute uns nennen soll. Und ich glaube, dass Gott diese Identität, die auch durchspricht. Glaubst du das? Wer bist du? Gott zet die durch het bloed Jesu Christi. De bloed van Jesus scheelt über die en du bist wit als Schnee, ohne Sinn. So zit hij die. Dat zegt de Bibel. Met welke ogen zitst du die aan? Oder wo sitzt du die, wanneer du die aanzitst? Met Gottes ogen? Hebräer 10, Vers 14 steht, hij heeft door je heiligt worden, dat je een Opfer ewig vollkommen gemerkt. Hij heeft ons vollkommen gemerkt. Wir sind vollkommen gemerkt. Lees in der Bibel, durch eine Fehler von dieser Versen ben. Gott sieht die nicht aus einem Urmädchen, aus einem Sünder. Du schreist anyways nicht an. Ich will ein Beispiel sehen aus der Bibel, wo der Banner steht. Verbring tijd met Gott. Und du wirst erkennen, Gott sieht die aus Heilige. Gott sieht die, wollt mit die wat anzufangen. Hij heeft gehoven in die Nenner gesagt. Und die Frau erst, glaubst du dort, dass hij wat in die Nenner gesagt hat? Heute sitzen die ein Diamant, so ein Stein, wo einer noch mal schlieben macht, damit einer Säune kann, wie schmeckt es, ein Diamante. Heute sitzt der Guven und die Ben. Und ich glaube, ganz ab eins, wir haben es auf Ferken gehört und vom Verstand wollt wir das auch vielleicht. Aber Ferken ist es so, dass wir das nicht richtig glauben. Das kann nicht an Zurt nennen. So, wenn ich ganz ab eins sehe, das ist bei mir auch nochmal so, ein Ferken so. Aber ich glaube nicht, dass Gott das will. Dass wir so ramrennen. Ohrmädchen, ich schrie das nicht an. Wenn du so denkst über die, dann schriest du nicht an. Oder dann schriest du wenig an, sag ich mal so. Weißt du, wer du bist? Du bist ein Kind von Gott. Ich will ein Beispiel aus der Bibel lesen, im Alten Testament von Gideon, aus Richter saß. Saß 12 steht het bijna, wat ik goed lezen voor. Dat is door wo Gideon, wo die Israëlieten in Schrift zijn met de Midianieten. En de Midianieten deunen de Israëlieten immer waar de aanriepen, attacken. En door hebben angst. De Midianieten stelen immer de aand, het eten van eend. En Gideon verstärkt sich, wordt es hier. Das reicht hier plottig. Versteigt sich. Im Tjala verstärkt das Getreide, der Ahnd. Und dann, Vers 12 steht, werde ich mal verlesen, dann offenbart dem Herrn sein Engel sich zu Arm und seht zu Arm, der Herr mit die Schreia, die Kämpfer mit einem Heldenmut. So, heute verstärkt sich durch, hat Angst, aber dann kommt der Engel und sagt, du bist Beruf, du hast Mut. Das erkleidet jeden Teil von dort, was wir heute eigentlich sind. Aber Gott sieht die durch, aber er hebt die ab. Gott will uns einmal abheben. Er will uns nicht durchdrücken. Wir wieder vielleicht Ferken sperren oder noch mal sperren, wann vielleicht noch mal andere Schritt wird sein. Schleichte Sachen oder einfach der ganze Fehler über uns sein und das einmal weiter sein. Heute sage ich von sich, warum willst du mit mir schaffen? Jetzt sie die Jüngste von meiner Familie, in meine Schreiergruppe, meine Kampfgruppe, ist der kleinste vom Stamm Manasse. Aber Luther, wie sollen, Gott will sogar
Dort, das wäre auch wenig Menschen. Und dann hat Gott mir gesagt, er soll noch weniger kämpfen, noch mehr Soldaten mitnehmen, damit Gott sich bewiesen konnte, dass heute für Israel gekämpft hat. Und das ist Mut, das ist Berufnis. Wenn heute ein Schritt gut geht, ein Battle, ein Kampf geht, mit so wenig Soldaten, mit so wenig Kämpfer, Väter. Und ich glaube, nochmal, wo dann die Frage, ist es dann nicht so, dass wir dann vielleicht so stolz wurden, wann wir uns heilen nahen oder wann wir uns so sein. Ich glaube nicht, wie es echt werden, wie war ich wiese, wenn wir Hand schrien und gehört die Westen für Gott haben und aus Heilige zu leben und so zu sein. Und wenn wir das auch so tun, dann wird nicht passieren, dass wir stolz wurden. Denn ich glaube, wir sind heilig, weil wir immer Buße tun. Klar, wir haben das einmal Buße tun, als wir den Krieg angenommen haben, als wir uns beziert haben, und wir haben einen Zugang zum Himmel. Aber ich glaube, das ist neulich, dass wir immer weiter Buße tun, weil wir uns bewusst sind, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir Menschen verletzt haben. Wir tun eine Buße bei Gott und fragen auch Vergebung bei unseren Mitbrüdern, bei unseren Mitschwestern, bei unseren Geschwistern im Herrn. Dann sind wir Freunde von Gott. Wir müssen bloß reut sein, immer weiter Buße zu tun, wenn es nötig ist. So wird scheunig David das deut. Heute hat der Früh von seinem Kämpfer, von seinem Soldat Uriah, hat er genommen, heute hat mit A Ehebruch begonnen. Und dann hat heute auch noch das Uriah dort gemerkt. Und dann sagt der Prophet Nathan und sagt, du hast jenen Hahn gesündigt, Gott wird die eigentlich geben. Oder das Schwert wird immer über den Hüß sein, aus Struf, und er wird die frühes Weich nehmen. Und dann wird aber so, was deutet David? Heuer Fuzzi sagt, wenn wir lesen, in 2. Samuel 12, im nächsten Vers steht, ich habe gegen Gott gesündigt. Heuer Fuzz Töhe gibt, dort Töhe gesündigt haft. Heu wenig stolz, heu wenig inkoppig. Heuer haft einfach Fuzz Töhe gibt. Und vielleicht erst dort das Wichtige, woran es ankommt, ja, das Tod. Und dann erst diese Strufe, hat heute diese Strufe nicht geschrien. Schon nicht sauer durch jeden, wie einer, wenn er schon eine Buße deut. Heute wird stolz und hat sich Utreden gesagt. Heute hat so noch so Dune für Gott oder für den Prophet Samuel, dass heute gehorsam wird. Heute hat gesagt, ich habe das Schleichte vorher, habe ich alles deutlich gemerkt. Und Agag, dem König, habe ich hier gebracht. Aber der ewige Amalekiter habe ich deutlich gemerkt. Aber eigentlich heute soll alle deutlich merken. Das hört sich vor uns noch mal so ja euch an, aber heute soll alles von Amalek deutlich merken. Das Göttefeu. Und heute hat das Göttefeu behüllen. Und heute dort noch so, als wann heute im Reich ist, als wann heute gehorsam wird. Dann hat der Prophet Samuel, 1. Samuel 15 steht es, hat er gesagt, dass der Königreich wird von dir weichgehen. Heute wird einkoppig, stierkoppig, jeden an. Und heute hat der Mensch mehr Furcht aus Gott. Weil es heute hat das Feuer, Port von dem Feuer evaluieren, weil es heute Angst hat für die Menschen, für die Israeliten, wenn er das Feuer behüllen würde. Aber durch David und bescheunig Saul, bebet scheunig wird es so, dass heute von ganz innen geholt hat. Scheunig Saul wie von dem Sturm Benjamin, der kleinste Sturm dann, und seine Familie wird die kleinste Familie in dem Sturm Benjamin. Heute hat König Saul abgehoben. Und König David, wie er kreist so. Fuder Isai hat niemals so nur gedacht, dem Prophet Samuel am zu wiesen. Dort häufig aus König gesollt wird.
Aber Gott hat König David gehoven, abgehoven. En klar, wie worden immer war das Sindje. Aber Römer saß, vers 11 sagt, je roet ze hult junt of ver, dat je voor de zin dood zijn. Aber in Christus Jesus lebendig für Gott. So das erstmal an denken über was wir über uns haben machen, dass wir für den Sinn tot sind, lebendig für Gott. Weil wir wollten, wir sind heilig, wir sind gereicht. Und das annehmen, wir sind ein Kind vom König, von dem König. Dann wo wir uns anders benehmen. Und ich glaube, dann wo wir nicht so busig und sinnvoll, weil wir wollten, wer wir sind. Und das ist wichtig, zu wollten, wer wir sind. Dann benehmen wir uns auch auf einem anderen Weg. Du bist ein Kind von Gott. Du bist ein Kind vom König. Wird wir uns denken, uns die Wesen so für Gott so bewahren, dass wir uns immer weiter sicher sind, dass wir heilig sind. Und ich werde durch Phasen lesen, die hier sich erstmal so anders waren, weil da viel davon reden will, wie schlecht wir sind, aber so ist es nicht. Aber ich werde erstmal einfach lesen und hier mit her, please. Hebräer 9, Vers 14 steht, wie viel mehr wird das Blut von Christus, durch ohne Fehler wie in sich selbst durch den ewigen Jesus opfert, ans die Westen von der deutschen Worten reinigen. Und nu tjänen wir dem Leben in Gott dein. Hij hat sich al geopfert für uns, damit uns die Westen von der deutschen Worten gereinigt wird. Hij hat das all getan, nehmt es an. Und der nächste Vers, eigentlich für mich, eigentlich dort, das ist so praktisch, und halt mir immer so, 1. Johannes 1, Vers 7, Vers 6, but nein, wann wir sein, dort wie Gott hier in aber eine sind in diesem Leben, dann leben wir in Döne nicht die Wahrheit. Wann wir aber im Licht von Gott leben, so im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft ineinander und das Blut von sehen, Jesus Christus, merkt uns rein von alle sind. Und wenn wir sein, wir haben schöne sind, dann leben wir uns selbst wird fair und haben die Wahrheit nicht in uns. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist heute trügend gereicht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das ist ein Beispiel, was wir dürfen kennen, oder was wir dürfen machen. Wenn wir irgendwo Fehler haben, wenn wir irgendwo Menschen verletzt haben, wenn wir Gott gesündigt haben, dann lasst uns dort an Licht bringen. Lasst uns dort von Gott anstrahlen lassen. Das meint einfach zugeben. Ich habe gesündigt. Oder wenn du gegen deine Schwester gesündigt hast, dann prache an Vergebung. Dann frage an Vergebung. Ich glaube, dass ihr hier total. Lasst uns nicht ehenkopfig und sturkopfig sein, sondern lasst uns einfach sein, sorry, ich habe dich verletzt. Und klaro, das erste bei Gott. Gott will nicht, dass wir einen und anderen verletzen. Das ist Heilung. Weil wenn wir das tun, einmal war das Tür, okay, ich habe hier gesündigt oder das wäre nicht richtig, das wäre falsch. Dann wird Gott die reinigen und vergibt die. Und klar, noch einmal, dann, als wir uns bekehrt haben, dann ist es, da haben wir uns bekehrt und haben Jesus angenommen und wir haben Zugang zum Himmel. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, dort wir immer weiter eine Vergebung frei machen. Ja, und ich glaube, deswegen, wenn wir das anwenden, weil wir schon Angst haben, dass wir stolz wurden. Weil wir wollten von uns, wir sind heilig, wir sind heilige.
Das bringt uns mehr in eine Situation, in ein Denken an, dort wir dankbar sind. Dort das Blut von Jesus mir rein waschen hat. Das darf die rein waschen. Glaubst du das? Hebräer 13, Vers 18. Wir haben den Trost, dass wir ein Gott gewesen haben. Wir wollen in allem, was wir tun, ein ordentliches Leben führen. So, mein Wunsch ist, dass wir dahin kommen, dass wir ein Gott gewesen haben, wie sie wollten, wir tun ein ordentliches Leben führen. Und es geht nicht darum, wenig von dir zu denken, aber wenig an die zu denken. Ich glaube, wenn wir immer an uns denken, dann, wo wir viel mal lernen, okay, hier hast du Troubles oder du arbeitest zu wenig Geld und so wieder, und du machst mich wieder traurig. Tut uns nicht so viel, tut uns nicht so viel an uns denken, aber wir dürfen nicht zu wenig von uns denken, dort wir denken, wir sind bloß ein Ohrmädchen. Laat ons, wat ik damit sagen will, ist, laat uns an die anderen Menschen denken, laat uns daran denken, was Gott von mir will. Was will heute, was wir unsere Geschwister andeunen, was wir von unseren Geschwistern denken. Und ich glaube heute will, dass wir die anderen Menschen, unsere Geschwister ehren, dass wir ihren abheben. So wie heute tät mit uns. Heute hat uns dazu berufen, andere Menschen, mit Gott in andere Menschen zu sein. Besonders wenn wir hier Leder sind oder so, aber auch an jeder andere. Kannst du die Schwester sein, kannst du die Brüder, die selbst am Hand sein, was heute Gott kann. Was schätzt du an Arm oder an A? Sei gute Sachen, nicht schlechte Sachen. Die Bibel fordert uns in der Feuervers 29 ab, gute Dinge über die anderen zu reden. Da steht, red nicht, was den Nächsten schuden kann. Red bloß dort, wo der durchgehalten wurden, durch jünd hier. Wer will andere Menschen haben, abheben? Die Brüder, die nicht selbst haben. Aber klar, auch Menschen bieten die Schuld. Und ich glaube, viele von uns sind al weit genoeg om zum anderen Christen aanleiden. Schau mal, aan de andere mensen, nu aan nieuw bekeerde, frisch bekeerde mensen. Nu, wo wir am Evangelismus fahren, wo sich vielleicht Menschen bekehren. Und ich glaube, du kannst ein Mensch sein, der einen Fuß halten kann. Arm oder A von Jesus vertalen kann, vom Glauben vertalen kann. Und das Menschen wiederbringen. Und vielleicht wird der Mensch noch wiederkommen als du, noch mehr wollen als du. Ihr, die anderen Menschen, und du irgendwas gehört. Red Gott über ihn. Gott hat die Gaven gegeben und eine Kraft. Er hat die Kraft in die Nenne gesagt. Glaubst du das? Oder glaubst du so tun, wenn er dir sagt, du bist ein Ohrmädchen, du bist ein Sünder, du kriegst anyways nicht an. Du bist ein Kind von König. Du sollst im Leben herrschen, wird in Römer 4, Vers 17 steht, wir sollen im Leben durch Jesus Christus herrschen. Ich glaube, Gott will die Worte von Dievel zwei breken. Mit wem? Mit dir. Mit mir. Aber auch mit dir. Mit uns. Bist du die im Klaren, wer du bist? Bist du die klar, dass du ein Kind vom König bist? Wenn er mit dir nu auf dem Weg geht und den Feind zwei merken will, der Feind ist der Dievel, wollt sie dort? Dein Wort hat Gewicht. Du bist wichtig. Willst Jesus, willst Gott der Vater, die diese Identität gibt.
Epheser 1, vers 14 zegt, we zijn zijn eigentum. En ik geloof, wenn wir zijn eigentum zijn, dan zijn we schon Sünder zijn. We können sündigen en zien niet één woord bestoenen. Dat schafft nicht, dat wordt je van de Bibel. Deswegen sind wir Heilige. Heute zit uns als Heilige. Der echte Blut Jesu Christi. Und ich glaube, du erstens nicht recht, du bist sei, du als sie heilig, weil ich immer war da mir bewusst sie, dass es Jesus wäre. Nicht ich, nicht mein Werk, es wäre Jesus. Und je nachdem, wer du sitzt, wo du dich benehmen. Heilig, bist du heilig oder königlich? Oder bist du ein Ohrmatje? Du anyways nicht aanschrift. Und ich glaube, dass du heilig bist, dass du königlich bist. Ich glaube das. Und ich möchte auch auf ihren sein, das ist vielleicht ein bisschen, nicht ganz, ja, vielleicht kann es vielleicht falsch verstehen, was ich sage, aber ich glaube, klar, wir haben noch einen freien Willen und wir können uns noch entscheiden zu sündigen, ja. Aber ich glaube, für uns Heilige ist es schwer zu sündigen. Warum? Weil es wie am Läufen. Ich glaube nicht, ich kenne ein paar Menschen von Jünd, aber ich glaube nicht, dass wir so Menschen sind, wenn wir gegen Gott sind oder andere Menschen verlassen und ich denke, das interessiert mich nicht. Ich habe den Tod von Arm oder von A gebrochen, aber es ist nicht schlimm. Ich glaube nicht, dass die so denken. Ich glaube viel mehr, dass das Jünd Leute tut und nochmal, dass Jünd den Tod brechen tut. Dass die Wader sind, die gefallen sind, oder dass die Wader, dass die andere Menschen verletzt haben. Das glaube ich. Ja. Das sind meine Gedanken, was das Jünd mitgeben will. Und ich glaube einfach, dass wir viel mehr berühmt sind, als wir das denken. Und deine Abruf ist nu, du über nur zu denken, naar huis te fahren und te vragen, wer zie ik? Zie ik een oormatje? Of zie ik een Helia? En goed met hem König. En du met am strijden, je in een dievel. Of feten, je in een dievel. Ja. Ik geloof, het is voor dich. Amen.